Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag Abraham Schmidt. En we hebben vandaag een zeer schönes thema. Dat merkt ons wat bij zeer veel vrede. En we vreden ons zeer. En dat is van tongereden. Van tongereden, van geestliche Gaven. Van geestliche Gaven. Wanneer we in de Bibel checken, dan is er een kapitel in 1 Korinther 12, wo dat zegt dat er zijn verschiedenste Gaven. En dan zijn er een lijst van 9 gaven. We worden vandaag niet nur gaan. Maar er zijn verschillende gaven wat de Heilige Geest geeft het. En ons planten het. Dat die tjoy kan opgebouwd worden. En dan dat 14e kapitel. is een ganze kapitel waar het van de reden redt. Van profetische reden en van gaven. Van deze gaven van tongereden. En waar besonders deze tong van tongereden uitgelegd wordt. En geholpen wordt dat we die bruggen zullen verstaan kennen. En mir ist es so wichtig, dass all die ewige Gaven handkrijgen extra een Siege krijgen, een ganze Kapitel krijgen. Aber diese eine Gaven, das ist ein ganzes Kapitel, ein langes Kapitel für geschrieben worden. So wichtig wie das all im Neuen Testament. So, Abraham, fang einfach mal an. Ja, ich würde einfach mal an sein am Anfang. Ich weiß nicht warum, aber bei vielen, wo das Kapitel meist gleich anheidig sind an der Bibel. Bei mir wieder auch für eine lange Zeit. Aber wir hatten mal etliche Jahre haben wir mal eine Bibelstelle, wo wir dessen Kapitel mal übergehen. Und dort ist von den Tag an, was ich ein bisschen klar war, was das meint. Und ich will aber auch sagen, wenn ich auf der Bibelstelle mir irgendwo ein bisschen was hört, dass ich nicht kriege, ich kann nicht verstehen, dann zijn ik stil en zat bij de Bibelstelle durch is en dan uit naar huis en dan dat huis zelf studeren. En zo besteed dat dan ook du echt weer op deze Bibelstelle ik daar aanleren. En dan later hast du mir mal verteld wat dan passiert weer. Hat sich thuis naar helemaal zelfs dat even studeert, niet zo? Dan dat we een dag en dan een vrijdagsmorgens ik voert de Bibel everdeel en deze kapitel everdeel en checken, wat het redt. En ik had nog helemaal als een weer gehört, dass das wirklich seht. Paulus sagt, dass wir sollen in Tongue beten. Und ich weiß erst nicht mal, ich weiß nicht, was das meint. Und zweitens, ich hatte nicht gewusst, dass das so ein Kapitel in der Bibel wäre. So, was ich erwartet, was das ist in Tongue beten. Wir wollen das Leute nach Krieg bekehren. Aber was das um mich geht, ist, ich lasse den Smars und ich hatte daher mit diesen Gedanken, was das kann sein, was das ist. En dan zo over, waar ik dan denk ik alleen op gas wie het juist is daar. En ik weet, wat is dit? Wijs me wat het is. En dan werd me klaar wat het weer. Ik had bij dan al iedere maal, wanneer ik met God gemeenschap had, zeer meer leefveil en zeer een enge gemeenschap had met God. Dat speelt zich zo, du hast irgendwas, wat du ruht wil, wat du zeer draait aan die, en du weet niet wat dat kost, wat die dat kost, en wie het brengt, wat du is aan die. En dan werd ik aan, ik had het al voor een lange tijd op een spitstong gehad, en ik had nog helemaal niet mijn muil opgemerkt. So ik vang aan zeer aan deze gemeenschap aan te gaan met God, wat hij me zo leven deed. Ik red met God, en ik vang bloos met hem aan stil te zijn, en ik voel me zo geleefd. Maar eenmaal dan vang ik mijn muil aan op te merken en dan kwam er weer eruit. Wat ik niet zelf verstaan kan met mijn verstand. En wat ik nog helemaal gezegd had. En ik werd aan wat dat om mij deed. Wens als ik daar weer op van grote kom, dan werd ik zelfs geveld. En voel ik me om Jezus opgebouwd. We hebben een beetje hier in de Bibel kijken. Wat dat zei dat terecht. Vers 1, krijg 1 Korinther Kapitel Vers 1 sagt. 14. 14 Vers 1 sagt. Streef du nur leiftulich zu sein. Sieht hieron nur geistliche Gaven. Und besonders, dass je prophetisch reden kann. Wils wer mit Tungen redet nicht zu Menschen, aber zu Gott. Und arm versteht keiner, aber an seinen Jes redet er Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet zu Menschen, wodurch der gebetet, abgemündet und getreut worden. Wer mit Tungen redet, büht sich selbst ab. Aber wer prophetisch redet, betet der Gemeinde.
So, wat meint dat hier so recht, dat wir in Tungen beten, bietet sich selbst ab? So, wir zijn hier so, dass je meint, wenn wir das in Kapitel ein bisschen durchgehen, dat Paulus hat al gesagt, wat wir in Tungen beten. Wenn es wieder der Länge war, wir sein, dat Paulus wie einer von der, was ganz meiste in Tungen reden deed en in Tungen beten deed. En deze gemeente had het verstaan en die werden sehr veel te wild geworden met dat. En die deden bloos alle tijd, bloos ganz verval in Tungen beten. En wanneer dan vreemde hand kwam, die waren zich bestimmte voet gegrüht haben. Das ist wie von der schon so, wie als waren der nicht mal mehr unterspäter, der so hielt sich dort hier in diesem Kapitel. Klar, so. Wo dann Paulus diesen Brief dann so schrieben hat, also du soll Ordnung sein, wir wollen nur hier nach sein. Und aber wo das hier wirklich sein, dass ich prophetisch reden, das ist ein sehr wichtiges Ding. Und dort als Mensch kriegt der gut an Tungen reden. Aber prophetisch reden, als wenn ich über dein Leben, was sein da, was ich sei an dein Leben, was Gott mir wiesen hat, über dein Leben. Und dann, wo ich darüber kenne, mit Menschen wird über die sein. Sie, ich würde gerne applaudisch zu die sein, was Gott mir gewesen hat. Und das ist viel da so, dass wenn wir in Versammlung sind, dass die Menschen dann abgebiet werden. In der Zunge bete erst, dass ich selbst abgebiet werde. In Zunge bete, dass erst kriegt, dass es hier sagt, dass ich selbst abgebiet werde. Und das kriegt, was ich in meinem Leben anfange zu machen, als ich das mehr ist anfange zu üben. Dass mein Leben wird abgebiet, dass daran glaubt hat, daran bete, wenn ich brauche dort mehr. Zie, wat ik ervaren heb, als ik wil verder nog een vers in Römer Kapitel 8, vers 16 lezen, dat zegt, de Geest zelfs, de Geest, dus dat als God zijn Geest zelfs, geeft onze Geest dat zeichnis, dat we God zijn Kinder zijn. So, wat we hier zijn dan, is dat God zijn Geest, de Heilige Geest, der heeft met onze Geest Gemeinschaft. Der redet door, der heeft door Gemeinschaft. Eine geistliche Gemeinschaft, das sind nicht wir. Eine geistliche Gemeinschaft, das ist irgendwas anderes, das ist was Geistliches. Was mein Verstand nicht korrekt, so, was mein Verstand, das fleischliche Verstand nicht verstehen kann. Und warum an Tungen beten? Ich glaube, wenn man so tun kann, das nicht an Tungen. Wenn wir an Tungen beten, dann kann ich nicht verstehen, wenn es das ist bloß eine Gemeinschaft, mein Geist mit Gott sein Geist allein. Du hast nicht, was du twerschen kannst. Du bist nicht Menschen wird, was mich stieren tun. Du bist nicht Hüge wird, was ich nicht uitreichen kann. Das ist einmal, ich weiß nicht, was die nicht auch sagt, aber einmal, wenn ich beten da, für Menschen beten soll, dann habe ich nicht das wird, was mich fehlt, kann dort sein. Aber wenn ich an Tungen beten da, dann mein Geist sagt Gott sein Geist, alles, was du fehlt. Und ich darf gar Hüge wird brauchen. Und was mir so wichtig ist, für den nächsten Vers, der 5. Vers in diesem 14. Kapitel, sage ich wünsche, dass die alle mit Tungen reden können. Amen. Und das ist mir sehr wichtig. Das ist mein Wunsch für die, dass wir alle können mit Tungen reden. In der Bibel sagt dass eine einzige diese Gabe, was ein Jane gab. Und das ist die einzige Gabe, wo das sagt, ich wünsche mir, dass die alle das können haben. Und das ist mein Wunsch auch. Ich glaube, die Tungenrede ist eine Gabe, die bloß sehr rief uitgedeeld wird. Und Gott will uns das geben. Ich glaube persönlich, er will uns das allen geben. Und aber viel mehr wünsche ich, dass die prophetisch reden können. So, das sind diese zwei Sachen, nicht so? Persönlich wünsche ich, dass wir uns alle können, aber in der Versammlung, dass wir mehr anfangen, prophetisch zu reden. Wer prophetisch redet, ist gerade einer, der mit Tungen redet. Bitte, hij legt dat ook uit, dat de Gemeinde dat zum Gouden dienen kann. So, hier fängt das so an zu werden, dass das so dicht geknackt ist, dass wir bei uns meist nicht mal mehr entscheiden können, wenn prophetisch, wenn der Tongue ist. Wenn es viele Mal, wo ich vielleicht in Tungen rede, und dann wird Abraham kommen und dort uitleihen, dass der Jesus wird am dort sagen, diese Wort, was ich nu gesagt habe, was keiner nicht mal ich verstehen kann er nicht auf einmal verstehen. Und er sagt das zu der Versammlung. Und dann ist das zum Abbühen. Und dann wird das prophetisch, wenn es das erst nur für einen Mensch, für eine Person. Und dort, wann das uitgeleicht wird. So, da ist es so wichtig, dass die Tungenrede auch in der Versammlung passiert hat. Wir haben auch ein Vers, wo das Lothar wird sagen, dass die Tungenrede soll nicht in der Versammlung passieren, aber die Sache ist, das hielt sich noch nicht so. Die Sache ist, das wird so sehr übertrieben, dass er bloß noch dort und du wird keine Uitlegung mehr. Wir sollen das uitgelegt holen in unsere Versammlungen, dass du beides wird sein. Und meine Frau ist in unsere Versammlungen beides, das Tungenrede und das andere beides. So, und dann sagt der 13. Vers auch so, wenn also einer in einer fremden Sprache redet,
Gott om de gov beden dat het uit te leiden. Wie kan ook God nog vrouw dat hij ons deze gov heeft dat uit te leiden. En mij is het allemaal zo passiert, wanneer ik in tongen beden doe, dan heeft God mij op eenmaal gedanken. Dat dit is wat ik voor een ander bid is. Dus zum Beispiel, ik leid die de hang op en ik vang aan in tongen te beden. En dan op eenmaal kom ik danken. En dan weet ik, dit zijn de zaken wat God nu die wensen deed, of even die beden deed. So, ik geloof in wedstrijd dat al je krijgt, maar ik vrouw God naar hem dat hij dit nog sterker in mij worden kon. En dat ik ook besonders verstaan kon wat een andere in tongen beden deed. Dan de 14e vers, Abraham. So, vers 14 zegt, wanneer ik in tongen bed mijn jes, aber mijn verstand brengt keine Frucht für. So, das kriegen wir von Reden deuten. Dann brauchen wir nicht ans Verstand, wir brauchen nicht einmal, wenn einer mal mehr sprechen kann, und einmal als einer mit der spricht, mit Dollar bekannt, und mit der, und dort, Jahren, dann ist es auch ein bisschen schwer. Was von der Sprache bete ich nu, wo mir das leicht daran geht. Aber in Tongen beten, dann sage ich, dass mein Verstand der bringt keine Frucht für. Das ist nicht nötig, dass mein Verstand sich mal anstrengt für das. Und das ist, wo wir schon ein bisschen von geredet haben. Wat zal ik dan doen? Ik wil met dem Jes beten en ik wil ook verständlich beten. So, hier is het best klar te zijn dat wanneer ik met den Jes beten doe, dan doe ik niet verständlich beten. Für mijn verstand, für mijn fleischliche Verstand, meine Ohren kan dat niet verstaan. So, Paulus wil hebben dat we beides willen. Correct zo. Ik wil met den Jes zingen en ik wil ook verständlich singen. So, das kriegt, was hier sein wird, und wo die dazu von geredet hat, dass wir sollen auch Gott das gut beten, dass wir das ausleihen können, dass wir das selbst mit einmal verstehen können. En ik wil zeggen, ik had eine tijd lang een vriend kennen. En we voeren eine kolonie evangeliseren, aan een bibelstand hebben. En we voeren bloß twee. En dan zei ik, hey, ik heb in deze kolonie nu aanvoeren. En deze kolonie is veel dunkelheid. Zoten heeft hier veel kracht. En er veel bij zit. So, wel we beden. Sie zegt hij, wel we beden, zegt deze vriend te mij. En dan zei ik, en wel we ook in tongen beden. En dan vang ik aan. En ik wist niet als hij de gof had. En dan kijkt hij een beetje zo naar mij. En kijkt zo scheef. En ik dacht, oh, heeft hij van dit nog niet geleerd? En dan op eenmaal zei ik, hast du de gof ook? Jo, du brauchst niet angst aan voor mij. Du kannst ook in tongen beden. En dan vangt hij aan op eenmaal in tongen te beden. En weet je wat mij zo besonders wird? Deze persoon, die had zich bekeerd en die wir ganz allein nun bekeren. Die hat sich mit anderen Christen tapetiert, aber du wirst kein Mensch, was ihm von dit kann erklären. Hij had bloß eines Tages, hat er op een trekweg gezeten en had gebeten, op eenmaal weer de bloß wat andere uitgestroomt. En hij wist niemals wat dat weer. Nu als ik hem zie, wel we in tongen beden en hij hier dat ik irgendwas deed, wat hij een beetje ook zo wat hij bij mij een beetje anders, op eenmaal verstand hij. En hij had het nu meer wie zal verstaan. Maar nu op eenmaal valt hij zich vrij. En we hadden, weet niet, voor een ganze halve stunde, geloof ik, in tongen gebeten. En dat we zo'n diepe moment, wo we zo'n diepe gemeenschap hadden. En wat mij zo weidet is, dat hier de tweede vers die zegt, de 39e vers zegt, de wijn, mijn broeder, ziet hangen aan de profetisch reden en verbiedt niet met tongen te beden. Ik geloof, we hebben zoveel aan mij geredet en ik ga niet met tongen beden. Daar niet met tongen beden. Wanneer een andere is dan met tongen beden. Wanneer du dat weißt en du geloofst dat zo, dan doe dat toch thuis. Rie mij niet met aan. Ik geloof, we zullen dat niet zo meer behandelen. Ik geloof, we zullen dat behandelen, dat we dat niet verbieden zullen en veel meer wel we dat meer doen. Jo, we worden deze eeuwige vers hier nu al niet lezen, wenn tijd halber. Wir sollen das ordentlich tun und wir sollen auch beten mit verständlichen Worten, sagt das hier ganz klar. Wir sollen auch prophetisch reden, wir sollen das auch ausleihen, all diese Dinge. Aber das ist nicht gesagt, dass wir das keinmal kennen in die Kirche tun. Und ich möchte mal merken, weil wir anfangen in der Versammlung, in der Bibelstunde, wo immer wir mit anderen Christen Gemeinschaft haben, weil wir anfangen, das zu brücken, in Zungen zu beten, um dass wir können abgebiet worden, dat profetische Wort kunnen vergebracht worden en dat we kunnen ze tot den Jes opnieuw wij kunnen leren. So, voor nu mocht ik die Gottes Segen wensen en dankzij dat je hier dabei bist. Wanneer du diese Frau hast, die een wessen Tongen beten, dat is veel einfacher als du denkst. Frau gaat eraan, beet sie in Gemeinschaft met hem en ik zie me zeggen, hij wil die dat geven. Amen. En dankzij voor het hier, Gottes Segen en bij het nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur +591
7788 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail noakiran@gmail.com.